Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ihr seht schon im Hintergrund den Champions League Pokal. Es geht ums Fazit zu unserer Champions League Saison. Und bevor ich da reingehe, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Gut, gehen wir mal rein. Also, bei dem einen oder anderen ist vielleicht die Enttäuschung noch da. Ich denke, Halbfinale Champions League, was am Ende des Tages, wenn man auf das Ergebnis guckt, mit einem Tor relativ knapp war, dass wir ausgeschieden sind. Hätte, glaube ich, vor der Saison dieser Mannschaft die wenigsten zugetraut, oder? Dass wir ernsthaft ein Kandidat sind, der um die Champions League spielen kann. Ja. Das haben wir getan. Und zwar mit sehr, sehr starken Fußball über weite Strecken. Ab und wann halt auch mal ein bisschen schwächer. Was halt so der normale Lauf innerhalb einer Saison ist. Aber am Ende des Tages ähm, muss man leider sagen, es gibt diesmal keine Ausrede. Es gibt keine Ausrede, dass irgendwelche Topstars gefehlt haben. Es gibt keine Ausrede, dass der Kader nicht fit genug gewesen wäre oder sonst was. Ja, wir haben einfach ein schlechtes Spiel gemacht im Rückspiel gegen Paris. Hinspiel war ein wildes Spiel. Mm, Und am Ende des Tages wurde man im Rückspiel auch ein bisschen ausgecoacht und hat den ganzen Bums auch so hingenommen, ohne da irgendwie noch tiefgreifender einzugreifen. Ich meine, wenn man sich immer dahinstellt als Trainer und erzählt: „Oh ja, unser ganzer Kader ist wichtig für die Saison.“ Und dann bist du in einem Champions League Halbfinal-Rückspiel und alles ist fit, und sitzt auf der Bank und du reagierst halt gar nicht bis viel zu spät. Da muss man sich am Ende des Tages nicht wundern, ja? In solchen Spielen, wie es 'n Vinny auch richtig sagt und jeder andere, entscheiden Kleinigkeiten und du kannst in solchen Spielen keine Spieler durchziehen, die schlechte Leistungen bringen, wie ein Kimmich, wie ein Olise, wie ein Stanisic, die 3 wirklich schwach waren, die einfach einen schlechten Tag hatten. Bei Kimmich noch mal 'ne extra Geschichte. Die kannst du in so einem Spiel nicht mehr durchziehen. Das kannst du in der Bundesliga machen, ja, da kannst du ich meine, das ist Kompanys Art und Weise, an Spieler oder mit Spielern umzugehen, ja. Der lässt sie auch 3, 4, 5, 18 Spiele machen, wenn sie keine gute Form haben, keine gute Leistung bringen, einfach um den Spielern das Vertrauen zu geben. Ja, wie man sieht, reicht das dann für die Champions League nicht. Punkt. Ja, da muss man dann mal die Zügel ein bisschen anziehen und vielleicht dann einfach auch mal auf schlechte Tagesform, schlechte Leistung reagieren. Dann wäre vielleicht noch was gegangen, aber hätte Fahrradkette, sich da jetzt am Schiedsrichter hochzuziehen, da seid ihr bei mir völlig falsch. Ähm, Am Ende des Tages sind wir genauso verdient gegen Paris ausgeschieden, wie wir genauso verdient gegen Real Madrid weitergekommen sind. Waren alles 4 knappe Spiele und ja, Spiele auf höchstem Niveau. Und auf höchstem Niveau musst du dann halt auch gucken, dass du deine beste Form, deine beste Performance abrufst. Und das haben wir im Rückspiel einfach nicht getan gegen Paris. Punkt. Ähm, noch ansonsten, mir hätte gedacht, dass wir, ja, so weit kommen und überhaupt auf Augenhöhe mit Paris spielen, mit Real Madrid und wie sie alle hießen, ne? Ich habe das vor der Saison nicht gedacht. Dafür war die letzte Saison nicht konstant genug. Man hat gesehen, dass wir 'n Learning gemacht haben in dieser Saison, auch auf die Champions League bezogen. Und ja, die Frage ist, nimmt man jetzt ich meine, Kompany ist noch ein junger Trainer. So, klar, ein super erfahrener Spieler gewesen. Auf diesem Niveau Trainer. Sind das auch seine ersten Steps, seine ersten Erfahrungen? Ich hoffe, er wird ein Learning daraus mitnehmen und nicht nur das, was er kommuniziert, nämlich sich da am Schiedsrichter hochzuziehen. Ähm, Man sollte schon ein anderes Learning aus diesem Ausscheiden gegen Paris mitnehmen, ja. Ich hoffe, das wird getan und dann wird es auch einige Änderungen geben müssen. Ich denke, gerade die Spiele gegen Real Madrid und Paris auf absolut super hohem Level haben natürlich gezeigt, dass wir mithalten können, haben aber auch ganz klar unsere Schwächen aufgezeigt und diese, ja, sollte man in der kommenden Saison dann angehen, ne? Gut, darauf möchte ich jetzt gar nicht so eingehen, das wird ein anderes Video werden. Ich würde sagen, wir gehen erst mal rein und gucken uns mal die Ergebnisse an, die wir dieses Jahr geholt haben in der Champions League. Das ist ja relativ ordentlich. Das erste Spiel zu Hause gegen Chelsea gewonnen. Das war auch sehr souverän. Ja, Paphos war nicht wirklich ein Gegner, auch wenn das irgendwie stark geredet wurde.
mal 5:1 gewonnen. Dasselbe gilt für Club Brügge, die wir 14:0 geschlagen haben, wurde auch ein bisschen stark geredet. Dann haben wir natürlich das überragende Spiel in Paris gemacht, wo wir 2:1 gewonnen haben, mit zweiter Halbzeit 10 Mann und 'ner Abwehrschlacht. Dann haben wir sang- und klanglos 3:1 völlig verdient bei Arsenal London verloren. Da wurden uns das erste Mal unsere Schwächen aufgezeigt. Ein wirkliches Learning hat man daraus nicht gezogen, ähm, weil aber natürlich auch die folgenden Gegner dann wieder nicht mehr diese Qualität hatten. Nicht nur auf die Champions League bezogen, sondern auch auf die Bundesliga. Und vielleicht hätte man da schon mehr Learning rausnehmen sollen und das nicht irgendwie so abtun sollen, als haben wir einfach einen schlechten Tag gehabt. Gut, dann haben wir Sporting Lissabon zu Hause 3:1 geschlagen. Royal Union Saint-Gilloise 2:0. Schweres Spiel in Eindhoven 1:2 gewonnen. Ja, dann ging es los. Achtelfinale haben wir ganz klar Atalanta Bergamo dominiert, die nicht wirklich ein Gegner waren. Hinspiel 6:1, zu Hause 4:1. Hätten auch noch viel, viel höher ausgehen können, die Spiele. Dann gab es 2 super knappe Spiele gegen Real Madrid, wo wir auswärts 2:1 gewonnen haben, zu Hause 4:3. Da wurden uns unsere Schwächen noch mal ganz klar aufgezeigt, aber unsere Offensive hat das rausgerissen. Das ist eigentlich das, was man sagen kann, ja. Auch da wurde uns unsere Mittelfeldzentrale schon katastrophal, bloßgestellt, unser Mittelfeld, was über weite Strecken gar nicht existent war. Und dann haben wir das wilde Spiel gegen Paris gehabt, in Paris, was ein offener Schlagabtausch war. Da waren beide Mannschaften mit offenem Visier über weite Strecken des Spiels. Und dann haben wir das Rückspiel, das 1:1 gegen Paris, wo man sagen muss, dass Luis Enrique ein Learning gezeigt hat und Vincent Kompany nicht. Ja, das trifft's eigentlich ganz gut. Vini hat seinen Stiefel einfach durchgedrückt und hat auch immer mit argumentiert, dass auch Paris das tun wird und Paris auch nichts anderes machen kann, beziehungsweise sich nicht ihren Stärken berauben wird. Und dann hat Paris das gemacht, was völlig sinnig ist, wenn sie 1:0 in Führung gehen, und haben in der zweiten Halbzeit einfach unsere gnadenlose Schwäche aufgezeigt. Und das ist, wenn ein Gegner, der eine gewisse Qualität hat, einfach defensiv organisiert gut steht, dann sind wir hilflos. Das hat dieses Spiel nochmal eindrucksvoll gezeigt. Ähm, aber auch erste Halbzeit waren wir maßlos unterlegen. Also wir haben über 30 Minuten nur lange Bälle rausgeprügelt, die nie ein Ziel gefunden haben. Ähm, Auch im Hinspiel, wir waren 5:2 hinten, also hätte Paris da nochmal 5 Minuten länger Gas gegeben, hätten die den Deckel drauf gemacht. Die haben sich zu sicher gefühlt mit den 5:2. Haben nicht damit gerechnet, dass wir nochmal zurückkommen, aber auch da wurden unsere Grenzen aufgezeigt, so ehrlich muss man sein. Ja, und deswegen am Ende des Tages sind wir dann auch verdient ausgeschieden. So, ganz einfache Kiste. Wir könnten natürlich jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen in die ganze Materie. Wer das gerne tun möchte, kann das natürlich tun. Ich möchte es einmal nur mal zeigen. Vorsicht, wird hell. Ähm, auf UEFA.com habt ihr sämtliche Statistiken zu allen Champions League-Teilnehmern. Man kann sich da durchklicken, sind ein, 2 Sachen ganz interessant. Aber wie immer, ihr werdet für eure Meinung immer die passende Statistik finden. Aber man kann natürlich immer so die Hauptstatistik ein bisschen durchgucken. Ja, 14 Spiele, 11 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlage. Ballbesitz 58,15 im Durchschnitt, Passgenauigkeiten um die 90%. Nur 2-0, gewonnene Zweikämpfe 75. Das ist ein bisschen schwach. Das werden wir uns jetzt gleich nochmal angucken, weil die interessanteren Statistiken sind natürlich die Clubstatistiken im Vergleich. Ja. Das ist ja nochmal ganz interessant. Klar, bei der Tore sind wir ganz weit mit vorne dabei. Nur Paris hat ein Tor mehr. Bei der gleichen, nee, Paris hat 2 Spiele mehr sogar wie wir, glaube ich, ne? Ähm, Ballbesitz sind wir natürlich auch ganz weit vorne mit dabei mit Barca und Paris. Man City, das sind auch die spielstärksten Mannschaften. Passgenauigkeit, ja, sind wir auch ganz weit vorne mit dabei mit 89,7 im Schnitt. Ja, und dann sehen wir den nächsten Tab. Und der nächste Tab ist Zweikämpfe. Bälle gewonnen. Ja, hier siehst du Real, Paris. Hier siehst du Paris. Hier siehst du auch Real. Wo siehst du den FC Bayern? Ja, wir können mal das vollständige Ranking aufmachen für Zweikämpfe. Und da sieht man, man muss schon ein bisschen was scrollen. Ne?
und ist dann hier bei Platz 15. Kann man natürlich jetzt für sich auslegen oder nicht auslegen, ja. Ähm, aber wenn man sich immer irgendwo so mit Paris vergleichen möchte, dann sieht man da schon einen gewissen Unterschied, ja. Wenn ihr seht, Paris hat 209, wir haben 162. Fairerweise haben die 2 Spiele mehr, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob die auch haben die auch 2 Spiele mehr, dann wird das natürlich ein bisschen relativieren. Aber ja, ihr seht's. Denke, da ist ein bisschen Luft nach oben. Wahrscheinlich werden die alle 2 Spiele mehr haben hier, oder? Sehen wir das? Absolvierte Spiele 16. Okay, das erklärt das. 14, 16. Okay, Real Madrid hat auch nur 14. Genauso wie wir. Ja, aber jetzt, Atletico ist natürlich schon geisteskrank. Aber ich meine, ihr seht selbst, Galatasaray hat nur 12, Juventus hat nur 10. Hier sind auch ganz, ganz viele Mannschaften vor uns, die sogar 2 oder 4 Spiele weniger haben wie wir. Ja, das ist halt schon ein Faktor. Ja, dasselbe gilt dann hier. Ich meine, ist okay, wir sind oben mit dabei. Ja, aber auch hier hast du Clubs, die haben 2 Spiele weniger. Ja, wenn wir es direkt mit Real Madrid vergleichen, okay, 10 Bälle mehr gewonnen. Ja, alles gut. Aber wenn man jetzt mal guckt, ich meine, Paris hat 2 Spiele mehr, aber trotzdem über 100 Bälle mehr gewonnen. Ja. Ähm, Wie gesagt, könnt ihr für euch reininterpretieren, was ihr möchtet. Wie gesagt, es ist super interessant, sich hier die Statistiken mal durchzugucken. Ja, es gibt auch Spielerstatistiken, Tore, Vorlagen, Topspeed, Abschlüsse, Passgenauigkeit, Zweikämpfe, etc. Ja, also da kann man schon nachgucken und da kann man auch schon das ein oder andere, die ein oder andere Schwäche, natürlich auch die eine oder andere Stärke ausmachen. Ja, ihr habt auch hier sämtliche Spielerstatistiken, ja, auch nur von eurem Verein, aber auch alle Vereine könnt ihr auswählen. Also ist eine ganz interessante Geschichte. Für die, die es interessiert, gibt er hier so ein paar Statistikfreaks. Könnt ihr da reingehen, ja? Was bleibt von dieser Champions League-Saison? Aus meiner Sicht von dieser Champions League-Saison bleibt hm, erst gab es ja die These vor dem Rückspiel, ähm, dass die Defensive die Titel gewinnt und da muss man sagen, hat Paris uns den Zahn gezogen, wenn wir es auf das Spiel mal zurücknehmen. Ähm, und das ist natürlich der Faktor, wo wir auf jeden Fall Verbesserungsbedarf haben. Die andere Geschichte ist natürlich, wenn wir bei dem Spiel nochmal bleiben, ja, dass du dich einfach mehr trauen musst. Ne? Du musst trauen, dann so einen Michael Olise auch mal rauszunehmen. Oder wenn du ihn unbedingt auf dem Platz halten willst, weil du meinst, er hat immer mal so einen Sonntagsschuss drin. Ja, da musst du was anderes opfern, um in der Offensive nochmal frischen Wind zu bringen. Ja. Vor allem, wenn du nur einen Plan hast, und den haben wir aktuell nur. Ja, das sollte auch das Learning sein für die neue Saison. Habe ich schon an anderer Stelle gesagt. Erstens, unser zentrales Mittelfeld, was auf diesem Niveau eine absolute Katastrophe ist, weil da kein Spieler ist, der erstens mal die Räume vernünftig besetzt in der defensiven Zentrale. Ja. Wenn ein Kimmich gegen Paris in den ersten 6 Minuten zweimal den gegnerischen Torwart anläuft, dann weiß ich nicht, ob das alles so richtig ist. Ja, das ist ein, sorry, ich verstehe es nicht. Geht in meiner Birne nicht rein, wie das ähm, 'ne schlaue Taktik sein kann, ne? Erst recht, wenn man schon mit einem Tor hinten ist. Also, das ist ja eine Farce, ne? Dann waren wir mit 2 Toren hinten. Ja, fragt euch mal warum. Ich meine, dann nach 30 Minuten hat man ein bisschen reagiert. Kimmich war viel, viel defensiver gestanden. Ähm, ja, vielleicht sollte man in kommenden Spielen mal, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ob, Kompany sagt so: „Josh, mach, wie du meinst“, ja, aber ist ja bei ihm unangefochten gesetzt. Ähm, ja, wenn, ist schwierig. Also, zentrales Mittelfeld ist eine Farce auf diesem hohen Level, muss man sagen. War schon gegen Real Madrid so, ja. Auch da war unser zentrales Mittelfeld kaum zugegen. Ähm, Wenn man auch noch mal sich das Arsenal-Spiel anschaut, da war es auch nicht so stark. In vielen anderen Spielen wird das einfach kaschiert durch unsere brutale Offensive, ja. So ehrlich muss man sein. Aber wenn natürlich dann mal einer ein bisschen schwächelt da vorne,
Ja, dann hast du mit Leonard Karl einen dahinter jetzt, ja. Nicholas Jackson ist es auch nicht auf diesem Level, wo du sagst: „Oh ja, der kann noch mal, 'n Reiz setzen“, dann schon eher Leonard Karl. Auch da gilt es für die kommende Saison, auch wenn man sich Jamal Musiala anschaut, der irgendwie I don't know, ob der noch mal richtig zurückkommt, das wird die kommende Saison zeigen. Aber du wirst 'ne Alternative vorne brauchen. Nächste Schwäche, wenn wir über die Champions League reden, ist natürlich unsere Außenverteidigung. So ehrlich muss man auch sein. Ob das Stanisic war, der in diesen Spielen nicht gut war, ob es Conny Laimer ist, der Conny Laimer Sachen macht, der für mich immer noch kein Außenverteidiger ist. Da hat Alphonso Davies noch die beste Figur gemacht und das heißt schon was. Ähm, Das ist auch noch mal 'n Faktor, muss man ganz klar sagen. Das ist ein Faktor, wo uns ein bisschen Qualität abgeht. Und ansonsten, zweite Thema, wir brauchen einfach einen Plan B, ja? Du hast einfach gegen Paris, zweite Halbzeit, relativ frühzeitig gesehen, ja, du kannst wahrscheinlich noch 90 Minuten spielen und du wirst keine Chancen erspielen, ja? Dass man dann so spät erst reagiert hat, das ist das dritte Learning, ja, weil wir haben ja dann noch ein Tor gemacht, nachdem dann gewisse Wechsel stattgefunden haben. Hätte man halt viel, viel eher machen müssen in so einem K.O.-Spiel. Aber das Learning muss halt auch sein, dass du einen Plan B hast, ja? Es kann nicht der Plan sein, dass Michael Olise dann 90 Minuten auf der rechten Außenseite klebt, kaum mal 'n Ball kriegt und wenn er 'n Ball kriegt, von 3 Spielern angelaufen wird. Ja, da muss man seine Grundordnung einfach mal 'n bisschen anpassen. Ja, da müssen die Außen halt einfach mal auf die Halbposition gezogen werden oder man muss halt mal eine Seite überlagern und dann schnell 'n Flankenwechsel machen, indem dann Alphonso Davies da ist, der dann dahinter durchläuft, wenn Luis Diaz mit auf der anderen Seite ist. Solche Geschichten, das haben wir alles nicht. Wir haben nicht diese Varietät im Spiel, ja. Wenn ein Jamal Musiala sich da 100 Mal in der Mitte festfummelt, ja, da muss man auch mal sagen: „Ey, ist auch mal gut, Jamal“, ja? Und von unserer Zentrale fange ich gar nicht erst an, ne? Ähm, Man hat Optionen, die hat man leider nicht genutzt in diesem Spiel jetzt, aber das muss so das Learning sein für die nächste Champions League-Saison. In der Bundesliga kannst du das alles so durchziehen. Dafür haben wir einfach viel zu brutale Qualität in der Offensive, als wenn das da 'ne Rolle spielen würde. Aber haben wir auch in der Champions League teilweise gesehen, aber wenn dann die richtig starken Gegner kommen, dann sieht man halt, wo es hakt. Aber selbst da hat es ja dann gereicht für Real Madrid zum Beispiel, ja, weil einfach unsere Offensive auf'm Punkt war. Und wenn sie das dann halt nicht ist, ja, dann siehst du halt so Spiele wie gegen Paris oder wie bei Arsenal, ja? Das muss man ganz klar sagen. Und sich halt auf dem Level nur darauf zu verlassen, 'n Tor mehr zu schießen wie der Gegner, wird halt nicht funktionieren, ja? Ich denke, auch das hat diese Champions League-Saison gezeigt. Und da ist es dann zu wenig zu sagen: „Ja, wir wollen uns nicht unserer Stärke berauben, wir feuern nur durch.“ Weil, wie man auch sieht, wenn man ich gebe da Tom Bischof übrigens recht, wer die Diskussion mitgekriegt hat, aber wenn man sich mal die Statistiken da braucht man sich gar keine Statistiken ansehen, wenn man sich einfach mal die Spiele ansieht aus der Hinrunde zum Start der Saison und jetzt zum Ende der Saison, auch das Spiel gegen Wolfsburg zum Beispiel. Wo war unser Pressing? Es ist einfach nicht mehr existent. Ja, unser mannschaftliches Pressing. Ja, du hast immer mal ein 2 Spieler, die da reingehen, gerade Conny Laimer, deswegen ist er auch so auffällig in den letzten Wochen immer noch, weil er der Einzige ist, der da am Pressen ist wie so 'ne Maschine, ja? Aber das gesamte Teampressing, was uns so ausgezeichnet hatte, war halt über weite Strecken gar nicht mehr da. Ja, was normal ist, es ist 'ne lange Saison, ja, die ist kräfteraubend und wir haben schon viel rotiert. Vielleicht muss man noch 'n bisschen mehr rotieren. Hm. Das ist auch so 'n Faktor, ja. Und dann muss man halt sagen: „Ja, dann brauchen wir 'n Plan B.“ Ja, wir haben so 'n bisschen den Plan B, indem wir dann sagen, wir haben 100 Millionen % Ballbesitz. Der ist dann aber auch nur quer, quer, quer nach hinten, quer, quer, quer nach hinten. Und du hast keinerlei Ideen, keinerlei Bewegung dann aber auch, wenn so 'n Gegner tief steht. Ähm, ja, da wirst du dich verbessern müssen. Also, Paris wird der Gradmesser die nächsten Jahre sein. Diese Mannschaft ist super jung. Diese Mannschaft wird stärker werden, zumindest das Level halten. Es sei denn, die Spieler werden irgendwann satt werden. Das kann natürlich 'n Problem sein. Aber ansonsten wird Paris über die kommenden Jahre der Gradmesser sein. Das ist kein Verein, der Spieler verkaufen muss. Die haben Geld wie Sand am Meer. Noch die haben 'ne super junge, hungrige Mannschaft. Die haben auch vor allen Dingen eine Mannschaft
und nicht, da gibt es 3 Superstars und der Rest ist scheißegal. Das zeichnet die halt aus und ja, das ist der Gradmesser. Wenn du die Champions League gewinnen willst, musst du diese Mannschaft schlagen. Ganz einfach, ne? Ähm, Arsenal ist ähnlich, ja, auch da, das wird auch ist auch eine starke Mannschaft die kommenden Jahre. Ähm, ja, das ist das Level, auf dem man sich messen muss und dafür muss man sagen, ähm, ja, reicht der Kader in der Offensive, wenn alle 100% haben? Völlig, ja, wir sind eine brutale Offensivmaschine, aber gerade unsere Zentrale reicht dafür nicht. Punkt, ja. So, das ist der große Faktor. Du könntest auch die Außenverteidiger 'n bisschen kaschieren, wenn unsere Zentrale mal defensiv zugegen wäre, aber das ist sie halt nicht. Und dadurch, haben es natürlich dann auch die Außenverteidiger und unsere Innenverteidiger ein bisschen schwieriger. Aber gut, das geht ja schon ein bisschen in die Analyse rein. Am Ende des Tages, ja, ich bin völlig fein mit dieser Champions-League-Saison. Ich habe das vor der Saison nicht gedacht, dass wir überhaupt diese Rolle spielen können. Wir haben diese Rolle gespielt, wir haben diese Rolle sehr gut gespielt und ich bin auch ein Freund davon. Ich gucke mir lieber so ein 4-3-5-4 an, als wie so ein 1-2 oder 1-0. Ja, für mich ist das fein. Ähm, Es geht nur darum, dass man halt diese gewisse Stabilität in der Mitte, du musst dich mehr wehren und mehr präsent sein in der Zentrale, ja. Das ist so der Faktor. Ähm, Ich bin kein Freund davon, der sagt: „Ja, komm, wir keine Ahnung, ja, wir spielen jetzt Thomas Tuchel-Fußball.“ Das ist nicht der FC Bayern und es geht ja auch nicht darum, die Strategie zu verändern. Es geht einfach darum, mal ein bisschen Qualität auf gewissen Positionen zu holen und dann gewisse Spieler einfach auch mal rauszunehmen in solchen Spielen, weil sie dafür einfach nicht gemacht sind, ne? Das wäre ein guter Punkt. Ja, aber nochmal, am Ende des Tages haben wir eine sehr, sehr gute Champions-League-Saison gespielt. Ich denke, wir sind völlig verdient gegen Paris ausgeschieden. Da könnt ihr gerne das Schiri-Fass aufmachen, ich mache das nicht auf. Na klar, waren das Fehlentscheidungen, da vielleicht noch mal ganz kurz zu, aber am Ende des Tages, hast du auch nicht die Leistung gebracht, dass man sagen kann: „Oh jo, jetzt der Schiri ist schuld“, ja? Weil wir haben nicht wegen dem Schiri das 1:0 gekriegt. Wir haben auch nicht wegen dem Schiri 30 Minuten lang in der ersten Halbzeit die Bälle einfach nur blind nach vorne gepölt. Das war einfach alles, weil wir zu schlecht waren, ja? So ganz einfach. Punkt, ne? Ähm, Wir haben Real Madrid zweimal besiegt. Das war sehr gut für die Bayern-Seele, denke ich. Und ja, man hat gesehen, dass ein bisschen was fehlt zu dieser nicht viel, wie man auch gesehen hat. Ich meine 5-4, 1-1. Die Ergebnisse sind natürlich auch ein bisschen knapper, wie am Ende so die Spiele waren. Das ist ähnlich wie bei uns, gegen Real. Aber man hat gesehen, wir sind auf diesem Level, ja. Es gibt viele, viele kleine Stellschrauben, die man drehen kann. Wie gesagt, den einen oder anderen Spieler würde ich eventuell in solchen Spielen gerne mal auf einer anderen Posi sehen oder gar nicht auf dem Platz sehen. Und ja, ansonsten brauchst du halt einfach die Tagesform. Ja, hätten wir vorne die brutale Tagesform gehabt, wenn wir gerade so Michael Olise mal nehmen im Rückspiel und hätte in der Zentrale ein bisschen mehr Gegenwehr stattgefunden und 'n bisschen mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, dann hätte es vielleicht auch an dem Abend gereicht. Das gehört ja auch zur Wahrheit, ja? Wir müssen jetzt nicht sagen: „Ey, du musst unbedingt dies ändern.“ Ja, du kannst natürlich dein Bums so durchziehen, so weitermachen und dann musst du halt immer darauf hoffen, dass die Tagesform passt, ja? So, aber es wäre natürlich schön, auf diesem Level dann zu sagen: „Ey, boah, wir haben jetzt nicht diese brutale Tagesform mit 110%, wir sind nur bei 80, 85.“ Dann musst du halt 'n Mittel haben, dass du trotzdem solche Spiele gewinnst, ja? Und das ist dieses Thema, was uns fehlt. Ganz einfach, ja? Wenn wir 100% haben und wir drücken unser Spiel durch, ja, dann sieht man, dann können wir auch Paris in Bedrängnis bringen, ja, Real Madrid et cetera. Aber wenn du das halt nicht hast, du einfach nur bei 90% läufst, so, dann ist es schwierig, dieses System durchzuballern, weil dann Räume entstehen, die brutal sind, ja. Und da muss man dann sagen, dann müssen wir einfach einen Plan B haben, dass wir sagen: „Oh, jo, heute ist nicht so, lass uns mal das und das ein bisschen anpassen“ und ja. Das wäre schön, ja, aber ansonsten, ich bin völlig zufrieden mit dieser ist natürlich super enttäuschend so, nicht falsch verstehen. Ich war auch enttäuscht, dass das Spiel
dass wir dann ausgeschieden sind, das Spiel so gelaufen ist. Aber wenn man sich dann wenn man die Vereinsbrille mal abnimmt und die beiden Spiele sich anschaut, dann muss man sagen, wir sind auch zu Recht ausgeschieden. So ganz einfach, ja. Ähm, wie habe ich gerade schon gesagt, genauso wie umgekehrt, wie wir zu Recht gegen Real Madrid weitergekommen sind. Ähm, ja, und dann gibt's nichts, wo man sagt, man muss sich jetzt über 'n Schiedsrichter aufreden und so 'n Real Madrid Assi-Verein werden. Ähm, Man muss sich mal an die eigene Nase fassen und da muss man ganz klar sagen, dass die Leistung im Rückspiel einfach nicht ausgereicht hat. Gerade zu Hause in einem Champions-League-Rückspiel, dass auch von Trainerseite Fehler gemacht wurden. Und deswegen muss man das dann einfach auch akzeptieren. Ist das ärgerlich? Schade? Ja, na klar, Leute. Ich bin auch enttäuscht, dass wir ausgeschieden sind, ja. Aber am Ende des Tages gibt es Gründe dafür. So, und diese Gründe muss man als Learning nehmen, ja. Ich habe das leider öffentlich nicht gehört, dass unser Verein oder unser Trainer das als Learning nimmt. Ich hoffe, nach der Saison wird reflektiert und wird das dann vielleicht noch kommen. Ähm, weil da muss ein Learning her, ansonsten wirst du auf diesem Level du wirst es schwer haben. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, auch die kommenden Jahre wirst du es schwer haben. Auf diesem Level dann und diese Art Gegner zu bespielen, um positiv zu bespielen. Ob das Real Madrid ist, ob das Paris ist, ob das Arsenal ist, etc., ne? Ich meine, wir sind in diesem Konzert, so Punkt, ja. Das auch noch mal ganz klar. Wir gehören zu diesem Konzert der Großen. Wir waren im Halbfinale, es war super knapp. Noch einmal, wir haben Real Madrid geschlagen. Wir gehören zu diesen 8, 9, 10 Mannschaften, ne, in der Champions League. So, aber noch mal, wir hatten volles Rohr, ja? Wir haben Pause in der Bundesliga gehabt, ja, du konntest Spieler schonen, du konntest den Spielzeit wegnehmen, du hast den vollen Kader zur Verfügung gehabt, außer Serge Gnabry. Ähm, ja, und dann wurden dir trotzdem die Grenzen aufgezeigt. Ja, es gibt nicht diese Ausrede wie letztes Jahr gegen Inter Mailand, so, ne? Und deswegen muss 'n Learning kommen. So, ganz einfache Kiste. Aber um das Video bevor ich mich jetzt zum 10. Mal wiederhole, um das Video jetzt mal zum Ende zu bringen. Ich bin vollends zufrieden mit dieser Saison, mit dieser Mannschaft. Super Entwicklung, super Teamgeist, brutale Offensive. Ähm, Es hat leider nicht ganz gereicht, ja. Und ja, Mund abputzen, Stellschrauben drehen, vielleicht den ein 2 Spieler noch mal 'n bisschen austauschen oder mal ein bisschen auf andere Positionen bringen und dann nächste Saison neu angreifen. Ja, und dann wird es interessant zu sehen sein. Ich meine, die Gegner machen ja auch ein Learning. Ich meine, Paris hat ein Learning im Rückspiel gezeigt, ja? Das zeichnet halt eine Top-Mannschaft aus. Aber auch andere Mannschaften werden ein Learning haben durch diese Saison jetzt, ja? Das muss man ganz klar sagen. Und viele Mannschaften werden sich an gewissen Sachen Vorbilder nehmen. Und dann wird die nächste Saison schon interessant werden. Wenn du keine Weiterentwicklung machst, dann werden sich die Gegner natürlich auch umso mehr und umso besser immer auf diese Art Fußball einstellen. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Aber wir haben natürlich auch die Qualität, das dann trotzdem durchzuziehen. Ich meine, Paris ist jetzt in der zweiten Saison hintereinander im Finale. So, die spielen halt auch feuerfrei. Aber wie man gesehen hat, sind die halt auch in der Lage zu sagen: „Komm, Schalter umgelegt, wir machen jetzt das, um ins Finale zu kommen.“ Dass wir dazu in der Lage sind, hat das Hinspiel in Paris gezeigt, ja? Nur wir nutzen es dann nicht. Wir sind nicht reif genug. Das war dann daran geschuldet, dass wir zu 10. waren, ja? Wir sind nicht reif genug zu sagen: „Ey, komm, das Spiel läuft jetzt so und so, das Ergebnis ist so und so, lass uns jetzt mal so und so agieren“, ne? Das ist so 'n Learning, da müssen wir hinkommen. Das zeichnet auch Top-Mannschaften aus, muss man ganz klar sagen. Ähm, Sieht man auch bei Arsenal, die sich da auch nicht zu schade sind, einfach zu sagen: „Ja, alles gut, dann lass denen doch den Ball, lass die da mal rumpimmeln. Wir stehen hier gut und wir schalten schnell um und alles ist fein.“ So, ja, da müssen wir noch 'n bisschen hinkommen. Aber ansonsten haben wir 'ne supergeile Saison bisher gesehen und sollten wir den DFB-Pokal holen, dann ist es 'ne sehr, sehr starke Saison, ja. Sollte da natürlich auch noch mal 'ne Niederlage kommen, weil jetzt so 'n bisschen Negativtrend da ist, dann wird's natürlich schwierig, ja. Dann kannst du natürlich immer noch sagen: „Fußballerisch geile Saison“, aber am Ende des Tages zu wenig, bei rumgekommen. Aber da gehen wir natürlich jetzt nicht rein. Da warten wir natürlich erst mal die kommenden Spiele ab, ja. Aber ey, wir haben gezeigt, wir sind auf super hohem Level. Wir sind auf super hohem Niveau, wo wir mithalten können in der Champions League. Es fehlen 'n paar Sachen, ja, logisch. Ähm,
du kannst nicht 'n Joshua Kimmich zum neuen Spieler machen. Das funktioniert halt nicht. Ja, und wenn du meinst, Kimmich ist dein Fixpunkt in der Zentrale, ja, dann wirst du auch die kommenden Jahren sehr wahrscheinlich nicht die Champions League gewinnen. So, ja. Ich will das jetzt nicht alles nur an Kimmich festmachen, aber entweder kriegst du Kimmich eingenordet, dass er in solchen Spielen halt nicht den gegnerischen Torwart anläuft. Ähm, dass Kimmich es auch anders kann, hat er schon oft genug gezeigt. Du musst ihn halt einfach mal einnorden. Und Kimmich muss halt dieser Führungsspieler werden, der er gerne sein möchte, weil Kimmich ist in diesen Spielen untergegangen, ja. Und da erwarte ich einfach mehr, dass das von einem Führungsspieler, ne? Da muss Brust raus, du musst da sein, auch wenn die Mannschaft ein bisschen schwächelt, du musst die Jungs ran der Hand nehmen, du musst sie wachrütteln, aber du musst auch sportlich erst mal vorangehen und das passiert halt dann nicht, ne? Von daher schwierig. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob man Learning hat und wie es dann in die neuen Saison weitergeht. Und ob wir nächstes Jahr das bestätigen können in der Champions League und wieder in diese Region vorstoßen können und ob uns dann vielleicht der große Wurf gelingt, ja? Ähm, ja, das ist meine Meinung. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wir haben noch 2 Spiele diese Saison und dann ist 'ne WM auch wieder ein Faktor für nächstes Jahr, aber gut. Da greifen wir schon zu weit vor. Rot-weiße Grüße, habt 'n schönes Restwochenende. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.